Ich hab die doch schon. Komisch. Es war bei der PS auch so, da hatte ich den Defibrillator eigentlich schon von Anfang an, obwohl ich den ja eigentlich freischalten muss. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie gepatcht haben, dass man das jetzt von Anfang an hat. Oder keine Ahnung. Ah, ich habe ihn sogar geholt. Cool. Zack, und da haben wir es. Ja doch, die Runde war eigentlich gar nicht schlecht für die erste. Elf, 6, ja doch, da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Und mal gucken, wie weit wir schon sind. Ja, jetzt bekommen wir bald mal die T88, die ich gar nicht benutzen werde. Weil ich hasse das Ding, ich finde die richtig schlecht. Naja, schlecht nicht, aber ich finde die SVU dann doch besser, weil mir kommt es vor, als ob die SVU wie die T88 ist, mit dem Unterschied, dass die T88 einfach nicht schallgedämpft ist. So, und hier nehme ich jetzt einen Pionier gleich mal. Weil das hier mit eine verdammte Fahrzeugmap ist am Anfang. Ich steige einfach mal beim Kollegen hier ein. Und jetzt heißt es halt warten. Ist da oben schon einer zufällig? Der brettert hier erstmal alle Bäume um. Ja, Hitmarkers wie dumm. Ja, ich glaube, ich steige hier mal aus. Alter, ich hasse diese MP. Ich kann mit der sowas von nicht spielen, das glaubt ihr gar nicht. Aber egal. Wir legen hier erstmal die Bombe. Hier kommt jetzt einer dann bald mal rein, das weiß ich jetzt genau. Na egal, ich gehe schon mal zu B. Weil A können wir auch zerstören, indem das Haus zusammenkracht und das passiert noch relativ schnell. B hingegen müssen wir wirklich durch Legen zerstören. Ja, und das erste wurde schon mal zerstört. Ich habe übrigens auch Glück, dass hier keiner etwas dagegen unternimmt. Der Server ist eigentlich relativ voll. Alter. Was machen denn die Typen? Die sind ja richtig schlecht. Ah, da hinten ist noch einer. Da ist irgendwo. Kapiere ich jetzt nicht ganz. Na egal. Habe ich ja auch schon das Werkzeug? Ja, ich habe das Werkzeug. Egal. Eigentlich übelst komisch, man muss sich das doch freischalten. Und der kann mich auch einsteigen lassen hier. Na egal.
Ja, solange wir es haben, ist ja alles okay. Ja, ich steig immer. Ah, shit, ich wollte nochmal einsteigen, um da im Beschuss dazu zu kommen, aber ging nicht mehr. Okay, dann steigen wir jetzt bei dem Typ hier mal ein hier. Und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Map hier nur so halbwegs. Die erste Station finde ich eigentlich richtig behämmert, weil, ja, keine Ahnung warum, ist halt ein bisschen zu viel Fahrzeug schon fast für mich. Und die Station hier finde ich ganz cool. Aber mir gefällt einfach auch der Wüstenstil nicht so, weil, ich habe es ja schon mal in einem Video gesagt, irgendwie gefällt mir Wüste nicht so in Shootern, weil man das schon aus vielen anderen Shootern kennt. Ja, jetzt habe ich das Werkzeug, genau. Und irgendwie in Battlefield 3 sind halt zum Beispiel alle Maps quasi Wüste, außer so einzeln halt. Aber die meisten sind eigentlich Wüste und ich weiß nicht, also mir gefällt einfach, eigentlich könnte ich ja hier die bessere Ausrüstung nehmen, mir gefällt halt einfach mehr so die Schneemaps, die Dschungelmaps, diese halt. Ah, shit. Ja, ich glaube, das war genau der Typ, von dem ich die Ausrüstung genommen habe. Also mein Team hier hinten. Die Sniper, die wahrscheinlich nichts machen. Ich habe nichts gegen Sniper, ich bin ja selber eigentlich einer, aber ich finde, wenn man angreifen muss, sollte man auch angreifen. Und diese Sniper, die hier ganz hinten sitzen, die können gar nicht wirklich was machen. Ich gehe jetzt mal für den Typen hier den Turm räumen. Es ist schon... Nee, ist schon passiert. Hier sollten die jetzt hin. Die sollten eigentlich hier hin, weil von hier aus hat man jetzt einfach eine bessere Sicht. So, zuerst repariere ich mal das Ding hier. Ein bisschen. Eine Ladung lang. So. Geht doch. Ist hier einer? Ich glaube nicht. Aber die MP hier, die knallt schon irgendwie übelst rein von der Stärke. Aber sie hat irgendwie so wenig Schuss, das ist ein bisschen kacke. Tuben wir mal. Ah, shit. Die XM8, mit der kann ich auch nicht so umgehen. Die hat irgendwie so einen starken Rückstoß, kommt es mir vor. Guckt sie euch an hier. Was bringst du, wenn die da hinziehen? Überhaupt nichts. Von dem her, ich kann schon verstehen, was einige Leute gegen Sniper haben. Weil genau diese Sniper eben, die sind irgendwie wirklich ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Die nerven manchmal schon ein bisschen, weil die Sniper, die quasi wirklich professionell, kann man fast sagen, die wirklich praktisch nur snipen, die wechseln dann ab, oh hi, die wechseln dann ab und zu auch mal die Position und sitzen nicht immer nur am gleichen Ort und machen
eigentlich überhaupt nichts, weil die Position schlecht ist. Sondern die gehen, wirklich, wenn sie merken, ja, die Position ist scheiße, dann wechseln sie die Position, bleiben da nicht noch länger sitzen. Also, von dem her, ich kann es wirklich verstehen, warum einige Sniper nicht mögen. Ah, und hier kapiere ich jetzt auch überhaupt nicht von wo. Ja. Der müsste eigentlich hier irgendwo sein. Hier drin nicht. Oh. Tja, campen geht gar nicht, mein Freund. Mein Kollege. Und da schreibt auch in Chat. Ich hätte nie gedacht, dass mit der Standardausrüstung des Pionier, dass man da so Punkte machen kann. Boah. Da gleich mal 2 Piers. Boah, eine ganze Armee hier. Ja, meine Stats kann man, glaube ich, nicht klagen drüber. 12,4 bin ich wirklich zufrieden mit. Dann steige ich mal bei dem Typ hier ein. Zack. Ja, zu wenig. Okay, habe ich jetzt überhaupt nicht kapiert. Und da haben wir doch die Sniper wieder. Was machen denn die? Das sind ja mal die übelst behindertsten Positionen. Das sind auch die 2 schlechtesten im Team. Naja, einer hat 4-0, aber wenn man nur so weit hinten sitzt, ist das nicht groß eine Kunst zu überleben. Ich glaube, hier werde ich sterben, weil ja, auf der Baustelle sind nur einige Typen. Und nein! Also kommen kannst du mir ganz sicher nicht. Hast mir nur den coolen Kill gestohlen. Naja. Oh, da haben wir auch noch einen. Und da kommt der Sniper. Mit der M9. Da haben wir einer. Der ist der ist eigentlich in einer guten Position, aber ein bisschen auffällig ist die auf eine Art schon. Ja. Seht ihr? Ja, das war der Typ auf der Baustelle, den knöpfe ich mir noch vor. So, jetzt stirb bitte einfach nicht. 3, 2, 1, zack. Und verpissen. So, und auch zur Baustelle. Eigentlich müssen wir ja angreifen, aber mit Gegner im Rücken ist das doch ziemlich schwierig. Bei dem will ich kein Risiko eingehen bei einem Medic. Weil, naja, wenn da das Spawn quasi in die Hose geht, dann habe ich ein Problem.